Für mich ist einfach, als Lichtarbeiterin habe ich etwas Gutes da, also stehe ich unter dem Schöpfer und alles ist gut. Aber die Menschen, die jetzt auf der Suche, die Sehnsucht, die Gott in uns gelegt hat, die haben ja diese Menschen und sie sind auf der Suche und suchen einfach das Licht am falschen Ort. Während 16 Jahren war Sascha Leiss im Sog der Esoterik. Fasziniert von all diesen Möglichkeiten, die sich hier auftun, wo man Energie kann irgendwo daraus schöpfen aus dem Universum. Und nachher so hat sie sich gefühlt als Lichtarbeiterin, wie es häufig gesagt wird, eben, wo sie der Welt dienen kann, wo sie selber aus sich fast wie Kraft weitergeben kann. Esoterik, eine Faszination, die viele Leute auch heute immer noch packt. Und wir haben gefunden, das ist ein Thema, wo wir ein bisschen genauer hinschauen wollen. Wo ist es einfach ein Schein, der einem auf eine falsche Fährte lockt und was erlebt man dort hier drinnen. Und darum hocken Sie jetzt auch da bei uns. Sascha Leiss, herzlich willkommen. Danke. In unserem heutigen Talk. Und ich steige gerade dort ein. Eben, du hast dich über doch vielleicht eine lange Zeit, wenn man das anschaut, als Lichtarbeiterin, wie es dann gerne gesagt wird, gefühlt, gell, bei diesen Praktiken, die du dort hier angewendet hast. Kannst du noch mal ein bisschen erzählen, wie hat sich diese Phase angefühlt? Ja, es war so ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, wow, jetzt wird alles hell und einfach. Und ich bin in der Komplementärtherapie dort reingerutscht und habe angefangen zu hören, da kann man mit Energie arbeiten, da kann man das und dieses. Und bin so reingerutscht und ja, ich habe das faszinierend gefunden. Licht und Liebe ist so ein Motto in der Esoterik. Ich habe gefunden, ja, da kann ich dienen mit x Arbeiten und habe x Ausbildungen machen, einfach zum den Menschen eigentlich etwas Gutes zu tun, habe ich gemeint. Genau. Und gleichzeitig also hofft man ja auch, dass es einem selber gut tut. Bei dir war es dann gerade das Konträre, oder? Dass du mehr und mehr hast gemerkt, ja, ich fühle mich dabei leerer irgendwo. Es macht aber auch überheblich stolz, irgendwie, also Sachen in dir drin, die wahrscheinlich nicht unbedingt hast so herrufen, oder? Ja, definitiv nicht. Aber am Anfang war alles schön noch und gut und hat sich gut angefühlt. Und so bin ich wie eine Sucht gekommen, ging mehr für mich, mehr für die Familie, mehr für meine Kundschaft. Und am Anfang war das alles noch recht schön und plötzlich hat es angefangen zu kippen. Und den Moment, den wollte ich gar nicht wahrhaben. Ich wollte das gar nicht wissen oder spüren, dass es von dir kommt. Ich habe das auch nicht wahrgenommen, sondern eher in dem Sinn, da passiert jetzt etwas mit mir, was nicht gut ist, also sofort etwas dagegen machen. Das heisst, sofort wieder irgendetwas Esoterisches, irgendeine Energiearbeit, etwas suchen, das jetzt hier helfen kann. Und ich war ja viel in Kontakt mit anderen Esoterikern, auch in der Komplementärtherapie. Und er gesagt, ja, du musst das noch machen, das kannst du noch nicht, ja, das kann dir empfehlen, mach diesen Kurs, das musst du unbedingt können. Und so bin ich in diesen Sog hineingekommen. Und wenn etwas schlechter ist worden, mir mich schlechter gefühlt, dann hatte ich einfach das Gegenmittel gehabt, vermeintlich. Ja. Und somit habe ich mich gar nicht mit dem beschäftigt oder mir hinterfragt, warum ist das überhaupt jetzt so? Warum geht es mir so schlecht? Bei mir hat sich eine Wut entwickelt, hauptsächlich. Eine starke Wut. Und ich habe einfach gewusst, das ist nicht meine Wut, das ist nicht mein Charakter oder meine Persönlichkeit, die Wut. Woher kommt die? Und dann mit x esoterischen Arbeiten versucht, die Wut zu entfernen und die ist irgendwie grösser geworden. Ja. Ich stelle mir das als einen Riesenstress vor, oder? Und du willst ja aus dir selber heraus oder dir lösen, fast ein bisschen. Also, ja. Das liegt ja ein bisschen drin auch, oder, bei der Esoterik. Also ich würde sagen, nicht nur ein bisschen, das ist tatsächlich so. Also man hat wirklich das Gefühl, ja, der Kosmos, das Universum, das gibt mir jetzt hier etwas und da etwas, was mir jetzt hilft, wieder mich aufzurichten, dass es mir besser geht. Ich bin schliesslich ein Lichtarbeiter, ich tue etwas Gutes, ich bin ein guter Mensch, also kommt jetzt da auch etwas wieder zurück. Und das ist ein riesen Stress, dauernd in dem Aktivismus sein. Ich bin in einen furchtbaren Aktivismus gekommen, bin nicht mehr zur Ruhe gekommen, immer nur Hü.
Und also Stress ist noch, ist noch gnädig ausgedrückt. Ja. Ich glaube wirklich, der Sog, also das tut es wirklich gut definieren, so richtig in einen Sog hineinkommen und eigentlich in eine Spirale, die mich irgendwie mehr hat runtergezogen. Ja, der Sog, das ist auch ein gutes Stichwort. Das ist nämlich, du hast deine Geschichte auch erzählt hier in dieser Broschüre, die rausgekommen ist, bei TextLife, wo wirklich in aller Ausführlichkeit eigentlich die Stationen drin vorkommen. Da kommen wir jetzt auch noch ein bisschen drauf zu reden, natürlich. Ja. Was hat dich geprägt? Was war deine Kindheit? Ich bin einfach gerade straight rein ins Thema von Esoterik, wo ich schon das Gefühl habe, ja, das ist omnipräsent, auch heute, wenn man rumschaut. Oder? Also schon wenn ich bei den Fernsehkanälen ein bisschen rumzappen, immer noch dort, aber es gibt Messen, es gibt diverse Angebote. Oder? Es ist wirklich omnipräsent, nicht nur jetzt in der Therapie, wo auch recht schwierig ist, einen Therapeut zu finden, der nicht noch irgendeine esoterische Anwendung hat. Ich sehe so in den Schulen, also das ist auch ganz krass, wo jetzt Kreuze im Klassenzimmer weggenommen werden, aber man hockt im Schneidersitz da, macht welche Yoga-Übungen oder Om-Übungen oder was auch immer, das ist erlaubt. Also es hat so wie eine Berechtigung bekommen in der Gesellschaft oder wie eine Normalität in der Gesellschaft. Und es ist wirklich sehr stark vorhanden, auch zum Teil recht versteckt, nicht gerade offensichtlich. Genau. Nicht gerade offensichtlich, ja. Was war es bei dir gewesen? Weißt du deine Methode? Also es gibt ja, ich denke, automatisch an Karten legen so. Oder selber auch noch als Kind erlebt mit dem Pendeln zum Beispiel. Was war es bei dir gewesen? Alles Mögliche. Das Zentrum war das sogenannte Aurasoma. Das sind so zweifarbige Fläschchen. Das sind über 100 Fläschchen. Die habe ich in einem riesigen Kasten aufgehängt in der Praxis. Und wenn da Leute kamen mit einem Problem, haben die 4 Fläschchen gewählt und je nach Position, wo sie die gewählt haben und hergestellt haben, habe ich das ausgelegt. Also, das kann man mit Karten machen oder eben auch mit solchen Fläschchen. Und jedes Fläschchen hat einen Bezug zu irgendetwas. Also die einen zum Buddhismus, die anderen zum Hinduismus, dann wiederum zum Taoismus. Es hat sogar ein Christusfläschchen gegeben. Also wirklich alles durchmischt. Wirklich alle möglichen Zutaten, die man da reinnimmt. Ja. Wow. Ja. Und wenn und wie hat es dir plötzlich gedämmert, dass das eben nicht so weitergehen kann? Dass das nicht das wahre Licht ist? Das hat ein bisschen mit meiner Geschichte zu tun, von Anfang an. Also, Können wir schon ausholen? Können wir ausholen? Ja, auf jeden Fall. Ich bin in einer stark religiösen Gemeinschaft aufgewachsen. Und ja, dort hat es halt einfach gewisse Regeln gegeben und es hat eine Struktur gegeben. Und heute im Rückblick sehe ich, dass viele Sonderlehren drin waren. Es hat keine biblische Grundlage gegeben. Und von dem her, weil ich in dem aufgewachsen bin, in dem Festen, in dem Sturen, wo die ganze Familie, die ganze Verwandtschaft, das ganze soziale Umfeld drin war, bin ich ja mit der Esoterik ausgebrochen quasi. Habe das dann auch kombiniert mit dem Glauben oder eben mit der Religion, nicht mit dem Glauben. Habe das schön vermischt. Und habe dann irgendwann bei der Covid-Zeit gemerkt, das Religiöse da, das stimmt nicht. Das habe ich gemerkt. Ich habe dann noch nicht gemerkt, oh, die Esoterik ist ein Problem für mich. Ich habe einfach gemerkt, die Religion, die stimmt für mich nicht mehr. Du beschreibst es als, du hast es verbunden immer mit Angst, Anspruch, so die 2 A kommen vor. Ja, genau. Und das hast vorhin auch schon die Differenzierung klar markiert, oder? Glaube ist etwas anderes als Religion. Ja. Genau. Ja, das Religiöse ist halt durchgekommen mit, in dieser Kirche war eine riesige Hierarchie und die Menschen sind wie angebetet worden und die Menschen führen einem zu Gott. Und das ist natürlich immer mit gewissen Sachen verbunden, mit gewissen Lehren verbunden auch. Und wenn man aus dieser Gemeinschaft rausgeht, hat man ja die Lehren nicht mehr. Dann sind ja die plötzlich nicht mehr da. Und das hat Angst gemacht. Wenn ich da aussteige, dann hat mich Gott nicht mehr gern. Und dann komme ich nicht mehr in den Himmel. Oder so, das oder tritt ein bisschen in einen luftleeren Raum, oder genau. Nicht? Oder ich weiss nicht. So. Es war so geschlossen. Ich hatte keine Ahnung von anderen Christen, ich hatte keine Ahnung von anderen Gemeinschaften. Nichts, ich habe nichts gewusst. Und ich war einfach dort wie, fast wie gefangen gewesen
durch das, dass ich so aufgewachsen bin und durch das, dass mein ganzes Umfeld dort war. Und obwohl ich gespürt habe, da stimmt etwas nicht, habe ich aus dieser Angst raus und einfach das Gefühl gehabt, ich darf nicht weg, weil sonst bin ich verloren. Also Gott hat für mich immer existiert. Gott, Jesus, Heilige Geist hat immer existiert, aber aus Konstrukt. Also man hat darüber geredet, aber man hat nicht gewusst, um was geht es wirklich. Es war nicht eine persönliche Beziehung, es war nicht ein Spüren, hey, Jesus ist wirklich da, er ist hier neben mir und ich kann ihn jederzeit ansprechen. Es ist einfach, am Sonntag bin ich Christ gewesen, zwischen Anführungszeichen, und unter der Woche habe ich ganz normal weitergelebt. Mhm. Und nicht die Position vom so eben Herrschaftsgebiet fast ein bisschen, oder? Genau. Dass das ganz herausragende Rolle eigentlich ist, wo dann Jesus hat. Und dann kann man eigentlich sagen, bei dir ist fast ein bisschen die Prägung aus der Kindheit durch das Religiöse gesehen und dann noch das andere drauf zu diesem Cocktail, so, oder nicht? Ja, ganz genau. Das ist wie, eigentlich habe ich gemeint, jetzt habe ich die Lösung in der Esoterik. Licht, Liebe und für mich war immer klar, ich wollte Gott dienen. Also das war nie ein Thema. Aber wie gesagt, das war irgendein Konstrukt. Das war nicht hier. Und in der Esoterik hatte ich das Gefühl, ich diene Gott. Ich mache ja etwas Gutes. Und habe am Anfang nur Licht gesehen. Habe nur das Gefühl, wow, endlich aus dem dunklen, festen, engen vor Kirche austreten, in das Hellen, in das Licht hinein. Und dann habe ich plötzlich gemerkt, es geht mir ja hier auch nicht gut. Und was mich dann rausgebracht hat, ist aber gesehen, dass ich erkannt habe, da kann ich nicht mehr sein. Ich habe dann noch nicht erkannt, in der Esoterik kann ich nicht mehr sein. Aber da kann ich nicht mehr sein. Und das war der Weg, wo Jesus langsam gerufen hat und gefunden hat. Ja. Also Befreiung aus dieser Gemeinschaft heraus? Aus der Gemeinschaft heraus, ja. Genau. Es war ein Prozess, etwa 2 Jahre. Covid sei Dank, kann man sagen. Es war Covid-Zeit. Und man muss sich vorstellen, in dieser Gemeinschaft geht man Sonntag für Sonntag in die Kirche, man macht den Dienst, man ist ein guter Mensch und mit dem ist es erledigt. Und mit Covid habe ich gewusst, ich kann nicht mehr dorthin, weil wenn jemand, man hätte sich aufschreiben und wenn jemand positiv war, hätte ich meine Praxis 2 Wochen zutun. Das war dann im Gesetz so. Ja. Und dann konnte ich sagen, ich komme nicht mehr im Moment. Also dann war das möglich, ohne Problem. Und mein Mann und ich haben einen Gottesdienst per Livestream geschaut und gefunden, mit dieser Distanz vom Nicht-Täten-Sein ist wie eine Erkenntnis gekommen, da stimmt etwas hinten und vorne nicht mehr. Wir haben während der Covid-Zeit 2 oder 3 Gottesdienste noch geschaut dort, und mehr nicht. Und ich habe merken, da stimmt etwas nicht. Ja, und wenn ich es dort schreibe, ein Sohn hat schon zu Jesus gefunden und ist immer wieder anklopfen. Aber ich war natürlich im Widerstand. In dieser Zeit, das glaube ich, dass da vieles in einem rebelliert. Oder? Ja. Und nachher gleich ist irgendwann die Erkenntnis gekommen, du schreibst es hier, endlich Licht, Herrschaftswechsel im Rückblick erkennst, dass du Hunger gehabt hast nach dem Wort Gottes oder für die Liebe von Jesus, wo dich direkt berührt, ohne das Handeln direkt im Vordergrund zu haben. Also das Ganze abstrampeln. Mach du Hü, oder? Mach du Hü in der Kirche, mach du Hü in der Esoterik. Und plötzlich ist da Jesus, der sagt, hey, komm zu mir, kannst du dich ausruhen bei mir. Ist alles gut, ich habe dich gerne so, wie du bist, du musst gar nicht mehr. Das war für mich ein unglaublicher Moment. Ich habe angefangen, die Bibel zu lesen. Das hat mich dann gleich plötzlich mal Wunder genommen. Es ist erstaunlich, dass du vorher nicht die Bibel gelesen hast. Vor 50 Jahren schreibst du auch Sonntag für Sonntag in die Kirche. Ja, aber dort waren ja die Menschen, die Hierarchie, die gesagt hat, was durchgeht. Und wir haben ja keine Ahnung. Also habe ich gar nicht lesen drin. Und wenn ich Fragen hatte, hat mir niemand eine Antwort geben. Also es sind nicht Theologen dort. Ich habe keine Antworten bekommen. Und von dem her habe ich das Buch einfach verstauben. Aber dann eben in dieser Zeit Covid und alles mit der Distanz. Und dann, genau, habe ich das einfach vorgenommen, respektive wir sind dann mal in eine andere Gemeinde, in den ersten Gottesdienst außerhalb dieser religiösen Gemeinschaft, wo ich immer gemeint habe, dass sie das Einzige waren. Und wir sind in einen Gottesdienst rein.
wir haben nur gerannt. Also mein Mann und ich, wir haben nur gerannt. Wir haben vom Lobpreisen weg, Gottesdienst bis zuletzt, wir haben nur gerannt. Wir waren so berührt gewesen. Und es ist, ja, ich kann mich besinnen, als wäre es gestern gewesen. Es ist so tief rein. Und ab dann habe ich eben wirklich Hunger bekommen und in der Bibel angefangen zu lesen. Und irgendwann habe ich gelesen, die Bibel auf die Seite, da stehe auf und breche zusammen. Also ich bin auf die Knie gefallen. Und es war so krass in dem Moment, alles erkennt. Also das ist nicht von mir gekommen, ganz klar der Heilige Geist, der gewirkt hat. Ich habe alles erkennt. Ja, erst in dem Moment erkennt, hey, ich bin Esoterikerin. Ich habe mich nie als Esoterikerin bezeichnet. Hey, ich habe gegen Gott gearbeitet und nicht für Gott. Hey, wer war da eigentlich mein Herrscher gewesen? Unter wem bin ich gestanden in dieser Zeit? Und was wollte ich eigentlich? Also ganz klar zu Jesus. Und ich war auf den Knien, ich habe geschlottert, ich habe gerannt. Und ich habe gesagt, Jesus, das habe ich nie wollen. Du weisst es. Niemals. Und ich habe es verbockt. Und ich übergebe dir mein Leben. Mach damit, was du willst. Ich habe es verbockt. Und das war so eine tiefe Erkenntnis, das wäre gar nicht möglich gewesen, so einen Bruchteil von einer Sekunde als Mensch das zu erkennen. Und in dem Moment habe ich realisiert, was es bedeutet, den Heiligen Geist zu erleben. Es war eine wahnsinnig schöne Erfahrung. Vielleicht ist euch auch schon aufgefallen, dass auf diesem YouTube-Kanal keine Werbung läuft. Das hier ist die einzige Werbeunterbrechung. Mit unseren Social-Media-Plattformen generieren wir keine Einnahmen. Darum sind wir auf Spenden angewiesen. Herzlichen Dank, dass ihr uns finanziell unterstützt und es so möglich macht, dass noch mehr Menschen im Glauben ermutigt werden und Orientierung finden zu aktuellen Themen. Unten in der Infobox findet ihr alle Informationen zu den Spendenmöglichkeiten. Jetzt wünsche ich euch weiterhin viel wertvolle Impulse mit diesem Video hier und den weiteren Videos auf diesem Kanal. Und vielleicht für noch ein anderes Wort zu bringen, also du bringst schon viel auch natürlich das Wort, was in der Esoterik stark ist, wegen dem Licht. Und wir können auch noch über Gnade jetzt hier, glaube ganz stark anreden, oder? Definitiv. Du beschreibst es so wunderbar mit dem Bild vom Himmelsleiter, weißt, wo man wie muss aufklettern. Ja. Und das ist in der Welt, wo du dich bewegt hast, glaube ich, immer das Bild gesehen, oder? Also ich muss mir eine gute Ausgangslage verschaffen für nähere Himmel, oder? Definitiv. Sozusagen. Ja, also ich musste in der Kirche meine Leistung bringen. Ja. Und ich musste in der Esoterik noch mehr Leistung bringen. Noch viel mehr. Und beides hat mich nicht zum Ziel geführt. Also der Frieden, den ich nach meiner Umkehr zu Jesus empfunden und immer noch empfinde, die Gnade, die ich dort habe erhalten, das ist für mich unbegreiflich gewesen. Und es gibt heute noch Momente, und nicht wenige, wo ich einfach da hocke und aus lauter Wasser renne, aus lauter Freude, einfach Freudentränen, die Gnade überzukommen habe. Endlich hat niemand mehr, weder in der Erziehung, noch in der Kirche, noch in der Schule, noch in der Esoterik, niemand hat mehr nach meiner Leistung gefragt, sondern Jesus hat gesagt, hey, du bist gut genug, so wie du bist, ich liebe dich. Also das ist überwältigend. Ja. Und es ist, genau, das ist mir gar nicht so bewusst, es ist schon noch gar nicht so lang her, wenn du sagst Covid, oder? Also, ja, klar, okay, jetzt ist es irgendwie 5 Jahre her, oder? Jetzt haben wir 5 Jahre, wo das bei uns ist. Es hat 2 Jahre gebraucht in der Covid-Zeit. Also es war erst im 2022, wo die Umkehr stattgefunden hat. Also das war noch ein Prozess mit ganz starkem Widerstand. Oder für mich war das ganz schwierig. Mein Sohn hat ja mein Glauben, ich gemeint, das ist ein Glaube, also meine Religion in Frage gestellt. Und gleichzeitig die Esoterik. Das heisst, er hat meine ganze Persönlichkeit in Frage gestellt. Also für mich ist wirklich die Frage auftaucht, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich, wenn ich da weggehe? Wer bin ich noch? Und wenn ich da auch noch weg muss, was mache ich denn noch hier? Also mein Leben hat keinen Sinn mehr, wenn ich das aufgebe. Oder das war ein starker Widerstand. Das hodelt. Das hodelt, ja. Das hodelt, ja. Aber der Mann hast du vorher auch mal erwähnt, eben in diesem einen Gottesdienst. Ja. Ist der fast ein bisschen an deiner Seite die Schritte auch mitgekommen? Ja. Weißt? Also der hat ja vorher auch dazugehört, fast ein bisschen, oder? In diesem System. Ja, mein Mann ist auch in diesem System aufgewachsen. Ja. Genau das Gleiche erlebt.
Für ihn war es einfach so, dass er gesagt hat, mit Kirche wollte ich niemand etwas zu tun haben. Aber an dem Tag, als ich entschieden habe, ich will wieder eine Gemeinschaft, ich gehe jetzt in die Kirche, dort und dort, habe ich ihm das einfach gesagt, so, heute Morgen gehe ich, kommst du mit oder nicht? Und er hat gefunden, ich lasse dich ganz sicher nicht alleine gehen. Oder mit einer Prägung hat er einfach das Gefühl gehabt, nein, ich lasse dich sicher nicht alleine gehen. Und ist mit, nicht jetzt aus Freude, aus Überzeugung, sondern einfach so mit. Aber wie gesagt, wir waren beide am Rennen. Also es hat beide tief berührt. und seid heute in einer anderen Freiheit jetzt zusammen unterwegs. Und wie schaust du heute eben auf die ganze Szene, sage ich jetzt dem einmal? Ich sehe dort ganz viele verlorene Menschen. Menschen, die Gutes wollen. Also die meisten Esoteriker sind ganz liebevolle Menschen, sehr feinfühlig, die das Gute wollen und die einfach Mühe haben mit der einen Wahrheit. In der Esoterik ist jede Wahrheit möglich. Also du kannst deine Wahrheit haben, in meine ist alles okay. Und alles ist gut. Und das ganze Gender-Thema und alles, es wird alles gut geheissen. Und ja, wenn dann plötzlich jemand kommt und sagt, schau, in der Bibel, das ist Basis, da steht Wahrheit drin, dann ist das für einen Esoteriker ganz, ganz schwierig zu verstehen, was nur eine Wahrheit kann ja nicht sein. Und da geht es einfach darum zu erkennen, woher kommt denn das alles? Oder? Unter welche Herrschaft stelle ich mir? Was bedeutet Buddhismus wirklich? Was bedeutet Hinduismus wirklich? Was bedeutet Taoismus wirklich? Was bedeutet das magische Denken wirklich? Und das hinterfragt man nicht. Ich habe das nie hinterfragt. Für mich ist einfach, als Lichtarbeiterin habe ich etwas Gutes getan, also stehe ich unter einem Schöpfer. Man redet nicht von Gott, man redet vom Schöpfer, stehe ich unter einem Schöpfer und alles ist gut. Aber die Menschen, die jetzt auf der Suche, die Sehnsucht, die Gott in uns gelegt hat, die haben ja diese Menschen und sie sind auf der Suche und suchen einfach das Licht am falschen Ort. Ja, und du hast jetzt auch eine Anlaufstelle nachher gestartet, ja. Aus dem heraus, was du erlebt hast und der Erfahrung, die du jetzt beschrieben hast, denke ich. Und Edenleis nennst du das? Genau, gell? Ja. Sag doch gerne noch ein paar Worte mehr dazu. Ja, Eden, weil ja, Garten Eden ist für mich so, der Mensch ist noch ganz. und darum habe ich einfach für die Ganzheit symbolisieren, habe ich den Namen Eden gewählt. Leis ist mein Nachname, Edenleis. Es ist eine Anlaufstelle für Christen und Esoteriker, für alle, die Fragen rund um die Esoterik haben, die mehr wissen wollen. Also, da kommen Menschen zum Beispiel, die eine Therapie machen wollen und nicht sicher sind, ja, ist jetzt das etwas Gutes oder komme ich jetzt da irgendwie in eine esoterische Behandlung hinein? Was ist das genau? Und dort zeige ich einfach ein bisschen aufzeigen, was ist die Ideologie dahinter. Also es bin nicht ich, die sagen, das ist gut und das ist schlecht, sondern sie erklären einfach die Ideologie, die dahinter ist. So, dass man für sich entscheiden kann, ja, will ich das als Christ oder will ich das nicht? Und für Esoteriker, die auch Fragen haben, ganz viele Esoteriker kommen in Depressionen hinein. Übrigens auch bei mir der Fall war, dass ich sehr tief gesunken bin, nicht in eine Depression, aber einfach das Gefühl, ich will gar nicht mehr leben, das ist mir alles zu viel. Also während der Esoterik? Während der Esoterik, oder? Genau. Ja. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Es gibt Esoteriker, denen es so schlecht geht und die machen dann immer wie mehr. Und die Anlaufstelle ist schon gedacht, für diese Menschen, statt noch mehr machen, mal in ein Gespräch kommen und sich aufzeigen, was ist das überhaupt, was ich da jetzt gerade am Machen bin, warum geht es mir schlechter. Genau. Ja, also ich habe extrem Freude, dass wir einander kennengelernt haben, respektive, dass jemand mir das Traktat hat, oder die Broschüre, so kann man sagen, in die Finger gedrückt und gesagt, schau mal, so spannend die Geschichte von dieser Frau. Und ich glaube, ihr seid alle einverstanden mit mir. Also das ist so eine spannende Geschichte, die du erlebt hast, Sascha. Ich würde gerne noch die Frage stellen, so, du hast einmal erwähnt, jetzt, dass das Buch lange Zeit einfach auf der Seite ist gelegen, oder? Die Bibel, die eigentlich, ja, gemerkt hast, eigentlich hätte ich ja Sehnsucht gehabt nach dem. Und hier jetzt, auch in der Broschüre, kommen einige Bibelverse und so. Was sind so, oder oder vielleicht kommt dir eine Geschichte in den Sinn, was sind so Verse oder Stellen, die dir besonders wichtig geworden sind? Also ganz wichtig, gerade beim Ausstieg aus der Esoterik, war für mich, mit ungeteiltem Herz Gott dienen. Also Salomon predigt das zum Beispiel im Volk Israel. Und das ist mir ganz, ganz tief hinein. Ein ungeteiltes Herz heisst ja übersetzt ein ganzes Herz. Das heisst,
keinen Anteil an einem anderen Ort. Das ist mir ganz wichtig geworden. Dass ich wirklich sagen kann, Gott über alles, Jesus ist mein Herr und Meister. Ich lasse mich nur noch durch den Heiligen Geist führen und nicht mehr durch andere Geister. Auch nicht so viele. Das ist mir ganz, ganz wichtig geworden. Und sonst natürlich ganz viel. Also in meiner Bibel immer wieder. Da ist, ganz viel, ganz tief in meinem Herz. Ja, ja, also ich denke gerade, wenn ich deine Geschichte höre, oder da hast auch drin, wenn der Sohn mich frei macht, dann seid ihr wirklich frei. Oder? Ja, das finde ich auch ganz wichtig. Ich werde öppe die angesprochen von Christen. Ja, hast du denn nicht noch irgendwo Belastung oder so? Und dann sage ich immer, ja, wenn du umgekehrt bist zu Jesus, dann bist du in seinem Reich. Da kommt kein Dämon oder irgendeine Belastung rein. Ich bin frei und ich bin innerhalb von einer Sekunde frei gemacht worden. Für mich ist das grösste Wunder überhaupt. 16 Jahre und plus noch die anderen Jahre in dieser Kirche, all die Belastungen, all das. Boah. Das ist einfach innerhalb von einer Sekunde weg gewesen. Jesus hat mich geheilt. Und ja, wenn der Sohn frei macht, dann ist er wirklich frei. Zu 100% und nicht einfach ein bisschen. Ja. Sascha, danke ganz herzlich für deinen Mut, deine Geschichte so zu erzählen und dich heute zu engagieren in diesem Bereich, was sicher manchmal auch noch weiterhin nicht verstanden wird oder ein bisschen auf Gegenwind stößt und so. Und dort hier drinnen viel Kraft und viel Segen wünschen wir dir. Gell? Danke Sascha, merci vielmals. Vielen lieben Dank. Und ich tue gerne noch den Hinweis platzieren auf die Anlaufstelle zum Thema Esoterik, wo eben Sascha führt, edenleis.ch. Da findet ihr weitere Informationen dazu. Natürlich bieten wir auch direkt hier über Hope Schweiz und über LiveNet die Broschüre an. Das heisst, ihr könnt es über uns bestellen, kommt auch zum Ziel direkt über Eden Leis und so weiter. Und wenn ihr noch tiefer wollt, in die Geschichte hineingehen von der Sascha Leis und überhaupt einfach die Thematik von Esoterik. Danke vielmals für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Mitten in Bern, direkt am Bahnhof, ist LiveNet, täglich ein Impulsgeber für die Schweiz. Mit unserer Medien- und Beratungsarbeit setzen wir gezielt Impulse, die das Leben nachhaltig verändern. Lasst uns zusammen in der Schweiz und darüber hinaus einen Unterschied machen.